Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Ender for Life und heute werde ich über Tube Clash reden. Also, was kann man zu Tube Clash sagen? Tube Clash ist eine Animationsserie von Dark Victory. Okay, ja. Zuerst mal zu den Infos. Also, ich wollte euch jetzt ein bisschen über Tube Clash erzählen und wünsche euch viel Spaß. Also, so. Nicht. Ja, viele von euch wissen, dass das am Freitag vorbei ist. Ich will nicht. Muss ich überlegen, wir hatten das 3 Jahre. Weil er ziemlich gespiegelt ist. Das verwirrt einen, wenn man sich spiegelt sieht. Also 3 Jahre. 3 Jahre. Wir hatten 3 Jahre Tube Clash. Und die waren einfach nur Bay. Oh. Bay. Tut mir leid. Aber ganz ehrlich. Ich möchte euch ein bisschen erzählen, wie ich Tube Clash gefunden habe und wie ich das gesehen habe und wie ich zum Beispiel Tuttle und Manu kennengelernt habe durch das voll Manu und Cold Mirror lieben und einfach die Clash allgemein kennengelernt habe. Okay. Es fängt damit an 2013, 2014. Ich saß in meinem Handy, hatte natürlich wie immer eine gute Folge von Gronkh geguckt. Eine sehr gute Folge von Gronkh. Das war, was war das? The Forest war das sogar. Hast du geguckt? Da kam so Episode 1 Tube Clash und ich so, Tube Clash. Dann habe ich da mal drauf geklickt und reingeschaut. Und dann habe ich gesehen und dann kam so das Lied also wisst ihr, das Anti-Held, das ist Intro mit dem Lied Anti-Held. Dann habe ich mit Kopfhörern gehört, und dann habe ich das gesehen und also ich muss sagen, Tube Clash Episode 1 ist sehr gut animiert, sehr gut gezeichnet, sehr gut synchronisiert. Aber also die erste Episode ist für mich sehr chaotisch. Aber das ist das Gute daran, weil als ich da reinkam und ich suchte einfach etwas, was Außergewöhnliches, der kam so rein. Also, ich kam da so rein, hab das angeschaut, das ist so total Chaos und ein bisschen hin und her und da ist was und da ist was und dann kommt dies und das. Und in der ersten Folge kommt einfach so eine Episode und dann kommt so Transition und dann kommt dann die andere Folge und die andere Szene. Das war einfach so, keine Ahnung, dieses Chaotische hat mich angezogen und das ist der Grund, warum ich die ganze Zeit Tube Clash geguckt habe. Das war der ersten Staffel. Jetzt kann man so noch sagen. Das Negative. Okay. Es ist nicht böse gemeint, aber ich weiß nicht, ob es nur ich bin oder. Aber ich glaube, sie haben das auch selber gemerkt, dass in der ersten Staffel viel Gefluche vorkommt. Also das und das. Ich will das jetzt nicht sagen, weil ich es nicht piepen kann. Okay. Naja, keine Ahnung. Ich finde in der ersten Staffel also ein bisschen viele Gefluche. Vor allem von dem Clash Julians Blog. Und also du musst dir vorstellen, so ein 3-jähriges Mädchen sitzt davor mit seinen Eltern und da kommt so ein Fluchwort, so bla 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 bla. Denken sich die Eltern nur so, wo ist da der Lernungsprozess? Also es ist nicht böse gemeint, aber ja, das war ja, also die erste Episode, das war ja der Anfang, das war komplett der Anfang. Ich rede immer hier rein. Hier ist der Bildschirm. Das war ja nicht böse gemeint. Also es ist nicht böse gemeint. Aber allgemein ist es sehr gut. Die Clasher. Tut mir leid. Tut mir leid. Also. Die Clasher. Zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, ich kannte nur Gronkh, okay? Ich schwör's, zu dieser Zeit kannte ich nur Gronkh. Und Kelly ein ganz kleines bisschen bis gar nicht. Gar nicht. Und dann müsst ihr euch vorstellen, ich habe den Tube Clash immer weiter geguckt. Dann habe ich
Taddle gesehen und Manu und Cold Mirror, Dr. Allwissen, Julian's Log. Und ja, ab dem Zeitpunkt habe ich ein paar ältere Videos von Taddle geschaut und Manus Video. Ein bisschen ältere Videos von Manu, wie er mit Taddle zusammen ist. In dieser Folge. Ja, also Episode 1 war sehr gut für mich. Da kann ich nichts Böses zu sagen, eigentlich. Also, springen wir zu Episode 2. Okay. Tut mir leid. Dieses Ding. Also. Übrigens. Irgendwo hier. Wundert euch nicht, das ist. Das ist Babysträhne. Okay. Ja, seht ihr das? Die wehrt sich wieder. Okay. Ja. Wie gesagt. Episode 2. Episode 2 ist auch sehr gut animiert, gemacht und getan. Und ich fand, als ich die erste Folge sah, ich habe in den weiteren Folgen kommt ja die Online Avenue dazu. Und als ich die gesehen habe, dachte ich mir so, wow, das ist ja mega gut animiert, also die Online Avenue und halt all das Mögliche. Und wen kannte ich der Zeit? Genau, Paluten kannte ich. Revi ein bisschen bis gar nicht. Sturmwaffel kannte ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht. Was können wir noch sagen? Melina kannte ich. Also, aber auch nur so mittel bis gar nicht. Okay, so halb bis halb gar nicht. Also, sagen wir so, ich kannte sie, aber nicht so leid. Meine Nase beißt. In der Aufnahme immer. Meine Nase tut mir so leid. Meine Nase beißt richtig derbe. Oh Gott, so nett. Also. Wo war ich? Melina, genau. Melina kannte ich so mittel bis halb gar nicht. Julian Bam kannte ich auch so mittel bis halb gar nicht. Und Stegi kannte ich gar nicht. Kenne ich jetzt ein bisschen, aber ich schaue nicht seine Videos so halbwegs. Also sagen wir jetzt mal so, ich schippe Stexpert, aber also ich schippe Stexpert. Ich schippings. Ich bin so. In der ersten Folge gab es ja Teal Paddle und was war's noch? Wie Kelly. Oh, genau, den Victor, den kannte ich auch ein bisschen. Einfach die Shippings. Sagen wir es mal so. Die Shippings kenne ich von Folge 1. Folge 2. Stexpert kannte ich, klar. Kenne ich. Shippe ich. Aber ich habe die Videos nicht geguckt. Also ich schaue Tim nicht oft. Ich kann nicht sagen oft. Gar nicht. Ich gucke die gar nicht. Ab und zu schaue ich mal so ältere Videos, wo Paluten und so etwas mit dem gemacht haben und Gommel mit Stegi und Tim halt und so. Darum kenne ich die. Also, was kann man noch sagen? Dagi kannte ich gar nicht. Ja. Paluten kannte ich ja. Ganz ehrlich, Revinze kann ich ein ganz kleines bisschen, aber genau, alle haben mir gesagt, Revinz, in den Kommentaren, ich habe die Kommentare gelesen, da stand, ja, Revinzeit ist da drin, Revinzeit. Ich so, hä, wo soll da Revinzeit sein in dem Bild? Und dann mit dieser Folge, wo er so dieses Jump'n'Run macht, der so so drüber kommt, dann die Tastatur in der schlägt, steht da unten so alle so, Revi, und ich so, das war Revi, oh mein Gott, den habe ich nicht erkannt. So richtig so, egal. Also die zweite Episode ist auch gut gemacht, gut animiert, gut synchronisiert und das Live Goal ist
Sehr, sehr, sehr gut. Ich mag allgemein alle Lieder. Ich mag Anti-Held, Life-Ho, Nakama, Hero Generation, Monster, Ghost und viele, viele weitere Lieder, die es von Tube Cash gibt, okay? Ja, Episode 2 kann man auch nicht viel sagen. Manu war der Master, genau. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, wer der Master war. Also, doch, ich wusste es von der letzten Episode, weil der König, dann diesen das und dann er Master und dann Bang, Boom, Big the Bang, okay? Lassen wir das beiseite. Es war halt so, es waren 2 Wochen vor der zweiten Staffel. Da war ich in der 3. Oberstufe. Da war ich. Das war 2015. Das war 2015. Da war ich 15 Jahre alt. Younger me. Und da habe ich gewartet. So, oh mein Gott, Tube Clash kommt, oh mein Gott. Das ist so. Ich weiß. Schaut mir nie Tube Clash. Ich schwöre, ich so die ganze Zeit so. Ich quieke rum wie ein Schwein. Meine Eltern beschweren sich auch schon, dass ich so quieke, wenn diese Folge kommt. Wenn ich immer diese Folge gucken, heißt es, mach deine Tür zu oder mach dies zu, mach das zu, mach leiser. Wir wollen das nicht hören. Ja. Typical me when I watching Tube Clash, okay? Und dann, naja, was konnte ich sagen? Naja, also, ich saß wieder in meinem Bett. Dann kam so, genau, da kam ein Tweet von Dark Victory rein. Also, heute 19 Uhr, genau, ich hatte Schule. Da stand so, heute am Freitag um 19 Uhr kommt die erste Episode von Tube Clash Staffel 2 und ich so, ja! Okay, jetzt meine Hände nicht, aber ich richtig so Party hard. Ich hatte dann so richtig so ein Ausraster. Ich so, oh mein Gott. So ein richtiges Fangirl. Jetzt muss ich mir vorstellen, so richtig so, oh mein Gott. Das war richtig so, okay? Calm down, okay. Ich hatte so ein richtiges Fangirl. Ich so, oh mein Gott, es kommt heute. So, Und ja, dann habe ich das Ganze geschaut. Ich habe es super gut gefunden, super gut gemacht und das. Und dann der Schluss, als diese Welt so gefreezed war. Das war auch sehr gut. Ja, also da gab es auch wieder Vorteile und Nachteile. Der Vorteil war, also es gab gute Sachen und wieder schlechte Sachen, okay? Gute Sachen gab zum Beispiel, gute Sachen waren zum Beispiel gut animiert, synchronisiert und dies und das. Und es wurde sogar darauf geachtet, dass es weniger Gefluche gibt. Also weniger Fluchen zum Beispiel so. Dies und das, weil sie es gemerkt haben wahrscheinlich oder halt gar nicht. Was ich aber auch schade fand, dass Revi so kurz vorkam und Sturmwaffel. Ich kannte ihn zwar nicht zu dieser Zeit, aber ich fand, als ich Tube Clash gesehen habe und ihn gesehen habe, diese Szene mit ihm und wo er Paluten rettet, dachte ich mir so, nein. Und ab da habe ich dann angefangen, Sturmwaffel zu gucken. Ja, ich gucke ihn heute immer noch. Ja. Was kann man noch dazu sagen? Das Schlechte. Schlechtes gibt es jetzt eigentlich nicht so viel, aber ich glaube, genau, Fehler. Im Intro. Nicht im Intro. Oh, wo war das? Irgendwo. Genau, diese Szene, wo dieser Drache hochkommt und Dagi wie so frisst. So. Und dann Hand of Blood so Tag macht mit ihr. Da habe ich tatsächlich einen Fehler bemerkt. Und das fand ich so, okay, gut. Jeder kann Fehler machen. Fehler sind menschlich. Ich dachte mir so, ich hoffe, die nehmen das raus. Aber wahrscheinlich haben sie es rausgenommen und ist wieder reingegangen. Schneideprogramm macht, was es will, okay? Ja. Eigentlich gibt es nicht viel Negatives aus, das mit den Fehlern, dass man die vielleicht. Also, ich habe keine Filmversion, aber die Filmversion haben können schreiben, ob die Fehler noch drin sind oder ob sie die Fehler rausgenommen haben oder so viele Fehler wie es möglich rausgenommen. Allgemein die Fehler rausgenommen haben von allen Staffeln, okay? Also, nun gehen wir rüber zu
Final Clash. Oh, ich bekomme schon Gänsehaut. Wisst ihr, es ist so komisch, über den Abschied zu reden. Von einer Serie, die du 3 Jahre lang kennst. Und dann denkst du dir so, zum Beispiel, heute ist Mittwoch und dann denkst du dir nur so, in 2 Tagen ist das alles vorbei. Das, was in 3 Jahren dich so glücklich gemacht hat, wird nun in 2 Tagen vorbei sein. Also komplett vorbei. Denkst du dir nur so, nein, aber keine Ahnung. Ich habe durch Tube gleich so viele tolle Menschen kennengelernt und ich bin in einer Gruppe, die nennt sich Thule Menschen Gruppe. Gruß an euch alle da draußen. Ich bin eine Thule Menschen Gruppe und keine Ahnung. Ich habe durch Tube Clash viele Leute kennengelernt, viele coole neue Clashies und so. Ich wäre gerne an die Kinotour gekommen in München, weil München wäre das nächste. Dort hätte ich auch jemanden zu übernachten gehabt. Aber leider habe ich es nicht gewusst. Ich konnte nicht, ich hatte Schule. Und sagen wir es einfach so, meine Familie ist nicht der Bereich. Und darum geht es nicht. Und ein Zug bis nach München. Du musst dir vorstellen, ich muss von hier aus mit dem Bus an den Bahnhof, dann vom Bahnhof aus mit dem Zug dahin. Und dann irgendwie, wenn es dumm läuft, dann nochmal umsteigen. Irgendwie an einen anderen Bahnhof. Zum Beispiel Richtung Köln, dann muss ich auch von hier aus, dann mit dem Zug Richtung Basel irgendwie und dann von Basel aus Richtung irgendwo hin und wenn es dann doof kommt, muss ich dann irgendwie Richtung Mannheim und dann da aussteigen und glaub mir, es gibt so viele Sachen, die einfach so doof haben. Ich habe solche dumme Verbindungen Richtung Deutschland. Wirklich. Ich wäre gerne gegangen. Aber ich habe viele Videos gesehen von diesen Kinotouren und die sahen eigentlich sehr nice aus. Ich würde auch so gerne eine Kinotour haben. Naja. Also. Final Clash wollte ich sagen, okay. Final Clash, erste Episode. Freitag. 2 Wochen davor habe ich gewartet. Kam so 2 Wochen davor so. In 2 Wochen startet Final Clash und ich so. Okay, ja. So habe ich reagiert. Ich mein's ernst, so habe ich reagiert. Und ich so, oh mein Gott. Einen Tag vorher habe ich gemerkt, ich so, scheiße, Final Clash kommt. Ich habe mich extra meinen Laptop genommen, eine Ladeschnur, ihn irgendwo hingesetzt, an den Fernseher angeschlossen, dann habe ich die Tür zugemacht, habe ich das Ding gedingelt, habe ich den Fernseher angelassen und dazu voll laut und dann so halt das Intro mitgesungen, weil ich kannte das Intro. Das Intro war für ein paar Wochen vorher als Download auf Soundcloud, Spotify und iTunes erreichbar. Und dann habe ich es mir geholt. Ich habe es schon mega aufgehört. Ich so, oh mein Gott. Dann habe ich das gehört, habe mitgesungen, mitgefeiert. Und ich hatte totale Gänsehaut bei der ersten Folge, weil die war schon so gut. Und ja, die neuen Clasher. Was kann man dazu sagen? Also allgemein, Final Clash ist sehr gut animiert und man sieht wirklich, wie sich Tube Clash von der ersten Staffel vom Animieren, also nur vom Animieren her, aber auch von den Synchros her, wirklich total verändert hat und allgemein, also mehr die Animation. Die Animation von der Staffel 1, ist so viel besser, also, was sage ich da von der ersten Staffel? Das von Final Clash ist einfach so viel mehr weiterentwickelt als das von der ersten Episode. Du siehst einfach so einen Unterschied zwischen der ersten Episode, der zweiten und der dritten. Du siehst einfach so einen Unterschied, also es ist ein wirklich großer Unterschied zwischen der Episode 1 und Final Clash. Das ist wirklich ein fetter Unterschied und da muss ich sagen, dass ich wirklich gut also sehr gut weiterentwickelt beim Animieren. Props zu euch. Ja, das kann man groß sagen. Dabei waren ja die liebe Horrorkissen, der liebe Halbzwilling, aka Noah, also Noah, aka Halbzwilling. Dann dieser Part. Okay, sagen wir so. Ich kannte Halbzwilling und Horrorkissen nicht. Ich kannte die nicht. Was kann ich dazu sagen? Okay, bitte
Don't Judge Me. Ich habe sie ausgewählt in der ersten Episode, weil ich sie nicht kannte. Im Nachhinein habe ich sie kennengelernt, da dachte ich mir so, ach, die ist eine richtig coole Socke. Eine richtig coole Socke. Und dann habe ich sie abonniert und ich dachte mir so, oh mein Gott. Und irgendwie dann im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass irgendwie alle Horrorkissen mega früh rausgevotet haben. Und irgendwie hatte ich mir gewünscht, dass sie irgendwie länger drin geblieben wäre, weil die drei waren so ein gutes Team. Die waren so ein gutes Team. Ich fand es einfach mega schade, dass Horrorkissen so früh rausgevotet wurde. Und meine Lieblingsszene von der ersten Episode ist das mit dem Wookie. Dann bei der zweiten Episode das im Nether mit Stegi und Melina. Und in der Final Clash ist es diese Episode, wo Pan stirbt. Er geht dann so langsam, nimmt diese Pille, isst sie, geht so hoch und dann fliegt er so hoch und dann wird er so bunt. Und das ist so cute, da musste ich weinen. Oder die Todesszene, wo Revi und Stegi da reingetan wurden und also reingetan worden sind. Und dann, das war so richtig, also erinnert ihr euch an, also ich weiß nicht, kennt ihr das Spiel Life is Strange? Von da aus war ja diese Grabszene von Life is Strange war da drin mit Stegi und Tim und Melina und alle so reinkommen, so weinen. Dort musste ich ein bisschen weinen. Und als Pan gestorben ist, ich hatte so geweint. Mir ist erst aber im Nachhinein aufgefallen, dass Manu auch gestorben ist. Weil No Halbzwilling hat er die Engine, also die Kastending da, hat er umdingen wegen dem Command-Block, hat es umgedingelt, damit die, wie heißen die? Diese runden Dinger, keine Ahnung wie die heißen, die reintun kannst von Kissen, ihm und Pan, und das einen Strahl gibt und dann den Haterboard dingelt, weil, wie alle wissen, wenn der Haterboard merkt, dass du es nicht ernst meinst, schaltet er zum Autopiloten und das gibt eine totale Katastrophe. Was aber Manu nicht überlegt hat. Das ist natürlich klar. Also, wie man hier sehen kann, ist Manu da und dann sagt Tadel dies und das und dann sagt er, kämpfst du mit mir oder kommst du mir in den Weg? Also nein, ich kämpfe mit dir. Teal Paddle so wie immer. Also Teal Paddle für immer. Und sie beide da drin und Tadel feuerte die ganze Zeit. Tack, tack, tack. Ich finde diese Szene einfach süß, wo die Engine dann schießt und dann heißt es so, ja, die Engine wird aber immer weiter feuern und weiter feuern. Sie hört nicht auf zu feuern. Und dann sagt so Manu wie so, es tut mir leid, Tadel. Dann drückt er diesen Knopf und dann fliegt der Tadel so raus. Das ist voll süß. Und dann nimmt er diesen Hebel und fliegt so runter. Und in dem Moment merkt man, dass der Strahl ja zurückgeht und dann, Manu ist tot. Also Fun Fact, was es niemand gemerkt hat, dass Manu gestorben ist in dieser Folge. Und Pan. Mann. Ich weiß noch, ich habe gesehen, wie Pan gestorben ist, so essen und dann so fliegen. Und der dann so bunt wurde. Ich fand das voll süß, ich musste voll weinen. Ich bin dort hinten am Sitzen, also ich bin jetzt in meinem Bett. Da hinten ist mein Stuhl, so. Ich war da und ich habe geweint. Ich so, nein. Ich habe geweint. Und ich war bei einer Szene richtig wütend, aber immer mit dem Tisch so, zack. Wisst ihr? Und, ja. Monsters sehr, wirklich, also alle Lieder allgemein sind gut und so. Ja. Ich hoffe, ihr genießt Final Clash am Freitag und den Stream danach, entweder auf Yuna oder auf Twitch. Und ich möchte einfach nur Danke sagen für Tube Clash, dieses wunderbare dreijährige Projekt, das mich von der zweiten Oberstufe bis in mein 10. Schuljahr in diesem Bereich weitergeführt hat. Und mir die Lieder geben mir einfach so viel Mut. Zum Beispiel, ich denke mir manchmal, ich bin so ich bin so sheepy und ich bin so doof und ich vergiss dies und das und dann denke ich mir nur so, nice. Wisst ihr, wenn es einem so schlecht geht, habe ich dann die Lieder gehört, zum Beispiel Nakama
Nakama baut mich irgendwie mega auf, wenn ich irgendwie so traurig bin und denke mir so, du schaffst es nie, warum hast du das nur gedacht, warum bist du diesen Weg gegangen überhaupt? Denke ich mir manchmal und dann höre ich einfach Nakama auf YouTube oder auf meiner Spotify-Playlist. Und dann denke ich mir nur so, nein, du hast diesen Weg gewählt, weil es so kommen musste. Es wäre nicht so gewesen, wenn es nicht so passieren hätte müssen. Und du musst einfach kämpfen für das und clashen und fighten, einfach kämpfen für deinen Traum. Kämpft für eure Träume. Tube Clash ist wirklich ein tolles Projekt. Man konnte in den Kommentaren auch schreiben. Zum Beispiel ich habe in Final Clash irgendwann Episode 2, habe ich geschrieben. Noah Halbzwilling hat darauf reagiert, auf die erste Folge. Da hat er gesagt, bitte Leute, lasst mich nicht dabben. Und ich habe extra geschrieben, lasst Noah dabben. Und was passiert? Noah dabbt. Und ich so, keine Ahnung. Wenn eure Idole einfach das nehmen, was ihr vorschlagt und ihr dann total ausrastet. So. Ich bin total ausgerastet, als ich gesehen habe, dass Noah gedabbt hat. Ich so, oh mein Gott, sie haben das reingenommen. So, die haben das reingenommen. Total Fangirl ausrast, okay? Ja. Und dann. Ich möchte einfach nur Props an Dark Victory geben, der das animiert hat, mit dem ganzen Team und synchronisiert hat. Und an den Sponsoren Yulov und Funk. Und ich möchte auch ein großes Props an Kostas geben, der Halbzwilling synchronisiert hat. Und einfach an alle Synchronsprecher ein fettes Danke an alle, die mitgeholfen haben bei Dark Victory und animiert haben und gemacht und Effekte und was weiß ich, was alles in diesem Projekt drin war. Einfach ein fettes Danke geht an das ganze Tube Clash Team. Wir bedanken uns wirklich sehr für dieses 3-jährige Projekt. Das ist nicht selbstverständlich, dass ein Projekt 3 Jahre geht und nicht unterbrochen wird und immer so toll und so gut und animiert und keine Ahnung, uns einfach Mut gibt. Und ihr dürft mitentscheiden. Wir durften kreativ sein dank euch. Das kannst du nirgendwo, in keinem Format kannst du dich kreativ ausleben, was schreiben und dann kommt es in einer Folge vor. Bei jemandem, wo du kennst. Das ist nicht normal. Ganz ehrlich, ich würde mir eine 4. Episode wünschen, aber leider gibt es keine 4. Episode. Ich habe auch gesehen, dass viele geschrieben haben so, nein, Fangirl tot. Ja. Also, ich wünsche euch viel Spaß am Freitag. Ein fettes Danke an Tube Clash. Fettes Danke. Und einfach Danke an alle, dass ihr uns Tube Clash geschenkt habt, dass ihr mir diese tollen Menschen gegeben habt. Diese ganzen Clashies, die überall aus der Welt kommen, aus Deutschland, aus Österreich. Ich kann nicht reden. Gott. Oh. Vielen Dank für die ganzen Clashies, die aus der Schweiz kommen, Deutschland, Österreich, sonst irgendwo, keine Ahnung, Köln, Dresden, sonst auf der ganzen Welt fast, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, Tube Clash ist in der ganzen Welt bekannt, also ich habe ganz viele Leute getroffen von Deutschland und von Österreich und auch von hier in der Nähe von der Schweiz. Vielleicht nicht hier in Luzern, sondern vielleicht von Zürich, von Basel, wo ich nie hingehe und nie jemanden sehe. Oder ich kenne ganz viele Leute aus Köln, dank euch. Oder aus Dresden oder aus Baden-Württemberg, Berlin, München, ganz viel. Glaub mir. Einfach vielen Dank. Und vielen Dank, dass ich so viele nette, tolle Menschen und Clashies kennengelernt habe. Dank euch. Ich wünsche euch allen viel Spaß bei Episode 10 am Freitag und beim Stream. Wir werden uns beim Stream sehen. Ich werde campen. Das könnt ihr nicht verhindern. Ich werde campen. Ich werde beim Stream campen und ich werde bei der Folge campen. Das könnt ihr nicht verhindern. Das machen alle Clashies. Wir alle warten auf unseren PC. Wir kommen um 16 Uhr irgendwie an unsere PCs. Genau, ich kann euch sagen, was passiert. Wir gehen um 16 Uhr an unsere PCs, warten da, zerstören die F5-Taste, damit wir wissen, dass Final Clash kommt. Und schon den Stream aktiviert haben und warten etwa noch eine Stunde drauf, bis der Stream nach der Folge kommt und irgendwie den Stream eingeschaltet haben. Naja,
Wir werden campen. Ihr wisst es, Clashies. Alle campen. Egal. Trotzdem, wie gesagt, vielen Dank für Tube Clash. Und für die tollen Menschen. Das war's für heute. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde es noch schneiden und heute hochladen. Habe sogar einen One-Taker gemacht, weil ich war gestern ein bisschen wütend. Den Grund müsst ihr nicht wissen. Ich habe so meine Gründe, warum ich gestern wütend war. Und diese Person am liebsten irgendwo hintreten möchte, wo ihr es nicht wissen wollt. Aber egal. Ich wünsche viel Spaß am Freitag. Wir sehen uns und vielen Dank für Tube Clash für diese Menschen. Das war's. Tschüss.